Schöne gute Morgen, alle Gute. So, also, ich will euch ganz herzlich begrüßen hier bei der Table Ronde Jung Wild Jung. Wir haben lauter Jung Vertreter von den 10 Parteien, die sich zu Lützeburg für die Europawahlen abgesagt haben. Und ich will die Damen und die Herren einmal herzlich begrüßen, wie die Schengelisee das immer möchte. Herzlich willkommen am Schengelisee. Ein paar Informationen, die da hinten sitzen, am Menge, sie müssten viel schwätzen. Hier sind noch viele Plätze frei, also ihr seid gewarnt, wenn der da hinten noch einmal anfängt, Kontradiskussionen zu führen gegen die H4, dann ist H4 ganz gut Platz. Voilà. Für was machen wir die Table Ronde heute am Schengelisee? Ich meine, für ihr ist es gewusst, Schengelisee als eng Deutsch-Lützeburger Schule. Wir hatten Freitag schon die U18-Wahl, wo da auch kommt wählen, das von deutscher Seite organisiert wird, wo dir das Wahlverhalten auch mal ein contesten an Haut als eben von Lützeburger Seite, wo man Vertreter von den verschiedenen Parteien hier am Haus sind, aber wo dir Herr Nu auch ganz klar könnt Fragen stellen. Die könnt die Fragen auf Lützeburger stellen oder auf Deutsch oder auf Französisch. Das ist alles möglich. Und ich wünsche euch alle Guten eine ganz interessante Diskussion. Und ich so auch los schon nicht verringern den Heiers herzlich merci, dass er hier seid, aber besonders auch den Organisatoren, dass das alles organisiert hat, für Haut hier zu sein. Also eine interessante Diskussion und dann lauscht das gut noch. Merci auch, Madame Zenner. Ja, schöne gute Morgen, liebe Schüler, liebe Kandidaten, liebe Zuschauer über Facebook Live. Wir sind hier am Schengen-Lyzeum und das war für uns als Organisateur ganz wichtig, dass wir heute hier sind an einer Schule, die mehr europäisch geht bald nicht. Ich will auch nach sehr dem Jonathan vom Büro vom Europäischen Parlament nach Merci sagen. Martin hat eine ganz gute Zusammenarbeit für das Europawahlen und ich hoffe, dass wir in Zukunft weiterhin so gut zusammen schaffen. Da will ich kurz unsere Seite Jung Wild präsentieren, eine Internetseite, wo da über das Table Ronde raus nach Informationen kriegt, wie die Wahlen auflaufen, wer wählt oder wer die noch kann wählen. Die fand doch da nach Informationen zu den anderen Wahlen und zu den letzten Wahlen können ich auch da nach Informationen sicher gehen. Das kann sein, die hat eine Frage, die von unserem Site eine Antwort, ob einer jugendfreundlicher Spruch, Politik als auch für die Jungen, nicht nur für die Jahre, da finden ob einer einfacher Spruch die wichtigsten Informationen. Und wir sollen nicht weiter sollt wählen, wir gehen ja eine Proposition, oder dann alle guten Parteien, wo dann noch weiter Informationen kriegt. Da sind die 10 Parteien, die auch heute sind, dort sind nicht alle guten Kandidaten von ihren Parteien. Die könnt dann noch da auf unserem Site nach die anderen Kandidaten an ihre Programm lesen. Ganz wichtig, Jung Wild, greift darauf zu, vielleicht als Echtwähler, so wie ich, können dann noch weiter Informationen finden. Und ich gehe weiter und Jenny vom Zentrum für politische Bildung für euch Smart Wählen weiter vorzustellen. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Groschenny. Ich arbeite für das Zentrum für politische Bildung in Luxemburg und ich bin heute hier, um euch die Internetseite Smart Wählen vorzustellen. Ich wollte mal kurz in die Runde fragen, wer von euch kennt die Internetseite schon? Okay. Und wer von euch hat die dieses Jahr schon genutzt? Naja, schon etliche, super. Also Smart Wählen gab es auch schon letztes Jahr für die Nationalwahlen in Luxemburg und dieses Jahr haben wir das Projekt weitergeführt. Es ist ein Projekt, was wir in Zusammenarbeit mit der Universität in Luxemburg und dem LISA in Luxemburg machen. Also wenn ihr habt auch alle mal auf euren Stühlen einen Flyer liegen gehabt, da findet ihr auch den Link für die Internetseite, das ist www.smartwählen.lu.
Und dann landet ihr auch schon auf unserer Internetseite. Bevor ihr startet, müsst ihr den Benutzerbedingungen zustimmen. Und dann könnt ihr jetzt dieses Jahr zwischen 5 verschiedenen Sprachen wählen: Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Portugiesisch. Und dann geht es auch schon los. Der Fragenbogen besteht aus 33 Thesen, auf die ihr jeweils mit Ja, eher Nein oder Nein antworten könnt. Wenn ihr eine These nicht so gut versteht, könnt ihr auch mehr Informationen dazu finden. Und wenn ihr noch immer dann nicht wisst, was ihr darauf antworten sollt, könnt ihr auch einfach mit keine Antwort antworten. Zusätzlich dazu gibt es die Möglichkeit, jede These zu gewichten. Das heißt, wenn ihr Plus drückt, sagt ihr, diese These ist mir besonders wichtig, oder Minus, diese These ist mir nicht so wichtig. Ich werde jetzt mal einfach auf ein paar Thesen antworten, damit wir ein Resultat erhalten. Ihr müsst auch nicht auf alle Thesen antworten und könnt nur auf die antworten, die euch wirklich interessieren. Bevor die Resultate angezeigt werden, erscheint nur eine Benutzerumfrage. Wenn ihr unter 18 seid, bitten wir euch, diese nicht auszufüllen. Wenn ihr über 18 seid, könnt ihr sie ausfüllen. Die Internetseite funktioniert aber auch ohne diese Benutzerumfrage. Und dann werden eure Resultate schon angezeigt. Zuerst gibt es ein Kandidatenresultat. Hier könnt ihr euch auch zum Beispiel die Profile der verschiedenen Kandidaten anschauen. Und im Fragebogen seht ihr dann, was der Kandidat geantwortet hat und was ihr geantwortet habt. Manche Kandidaten haben die Fragen auch kommentiert. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kandidat das gemacht hat. Nein, das sieht nicht so aus. Wenn das der Fall ist, dann findet ihr eben neben den Fragen solche kleinen Blasen, auf die ihr klicken könnt, um die Antworten der Kandidaten besser zu verstehen. Außerdem hat jeder Kandidat die Möglichkeit, persönliche Informationen zu seinem Profil hinzuzufügen und sein Profil mit seinen Internetseiten, Facebook, Twitter, YouTube zu verbinden. Das gibt euch auch die Möglichkeit, danach noch mehr Informationen über den Kandidaten zu suchen. Abgesehen von den Resultaten im Ranking gibt es noch 2 visuelle Darstellungen. Das ist einmal die Spider und einmal die Map. Und hier könnt ihr euch eben vergleichen mit den Antworten der Kandidaten. Auch auf der Map seht ihr dann, wo ihr steht und wo die anderen Kandidaten dazu stehen. Neben dem Kandidatenresultat gibt es auch nochmal ein Parteienresultat. So. Und da könnt ihr auch nochmal die Übereinstimmung mit den Parteien oder auch mit den verschiedenen Parteien in Luxemburg sehen. Dieses Jahr sind wir auch Teil des Projektes Vote Match Europe. Dazu müsst ihr jedoch die ersten 16 Thesen beantworten und dann könnt ihr euch ein europäisches Resultat ansehen. Das bedeutet die Übereinstimmung mit anderen europäischen Parteien, zum Beispiel in Österreich, Deutschland, Frankreich oder auch Dänemark. Und die letzte Funktion der Internetseite ist die Suchfunktion. Wenn ihr jetzt einen Kandidaten nicht direkt gefunden habt, könnt ihr den auch da suchen oder auch direkt nach einer Partei suchen. Abgesehen davon hat das Zentrum für politische Bildung jetzt ganz viel Informationsmaterial erstellt für die Europawahlen. Wenn das euch interessiert, könnt ihr gleich bei unserem Stand vorbeikommen und euch da noch einige Dinge mitnehmen, Plakate oder andere Publikationen. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Table Ronde. Bevor es losgeht, wird Herr Pochot vom Europaparlament auch noch kurz etwas sagen. Merci Gianni. Ja, wie gesagt, mein Name ist Jonathan Ponchoff, ich bin vom Liaisonsbüro vom Europaparlament. Wenn ihr fragt, Liaisonsbüro Europaparlament, das möchte das Büro da als Aufgabe als effektiv so Eventer wie die do mat zu organisieren. Und zwar geht bei uns darum, die komplexe Institution Europaparlament, die zu Straßburg, zu Bresel sitzt, die immer so weit schenkt zu sehen, de Bierger Mino zu bringen. Und das geht effektiv an über den Austausch zwischen, in diesem Fall Kandidaten, junge Kandidaten, an ihr, vielleicht noch nicht Wähler, mir ganz geschwind Wähler, mir auf alle Fall hoffentlich politisch Interessierter für effektiv den Interesse für Europa, für europäische Politik zu fördern. Und für was so nicht hoffentlich politisch Interessierter, ich will kurz ja, Anekdote, Brexit, als jo den Moment Dauerthema an
was war das Problem oder was hat unter anderem zum Brexit beigedrohen? Und zwar, dass just 1/3 von den Jungen Wähler gegangen sind. Und die natürlich majoritärement gegen den Brexit. Wir wären 2/3 Wähler gegangen, hätte es kein Brexit gehen. Und da war hauptsächlich die Jungen, die dann nur demonstrieren gegangen sind. Und so und das, vielleicht einfach als Message auf den Weg zu gehen, engagier dich, interessier dich für Europa. Und du hast es ehrlich gesagt für uns auch wirklich echt eine zweitrangige politische Meinung, die hat. Man hat gesagt, die hat an. Und die beschäftigt sich mit dem Thema. Und du meinst so nicht der Sigi Jordal auch ganz herzlich merci, dass wir die 5 Events insgesamt organisiert haben, haut das der 4. Und haut das wirklich den europäischen von allen Events. Interessier dich, informier dich, und mit Europa brauche ich. Viel Spaß. Vielmals merci Jonathan. Schönen guten Morgen noch von mir. Mein Name ist Philipp. Wie geht dir heute Morgen? Wen ist gerne kommen hier an die Diskussionsrunde? Eine Person, 2, 3. Ah, los. Wir fahren zum Schluss immer nach einkehr. Wie von ihr steht da wählen? Sonntag. Wie geht wählen? Nach 10? Wen hat vielleicht schon gewählt? Nee, noch nicht. Okay. Das ist aber spannend. Die hat als ja 2 große Themen, die konnte ihr selber aufstimmen an den letzten Wochen. Und die hat 2 große Themen mitgehen, die da unbedingt heute wollt beschwätzen. Ein Thema davon ist, wie Jugend, die an ländlichen Regionen lebt, wie man die können besser unterstützen. Und das andere Thema ist Green Europa. Wie können wir Europa mehr umweltfreundlich machen, mehr nachhaltig? Da sind wir auch ganz gespannt, ob Ideen. Zum Schluss, wenn nach Zeit ist, und wir hoffen, dass nach Zeit ist, dann kommen wir auch noch auf andere Fragen zu schwätzen, weil die wird ja auch über Slido Gelegenheit kriegen, für Fragen zu stellen und für auch Ideen mit auf den, an Diskussion ranzubringen. Eine Sache soll ich noch sagen, das ist die mit den Fotos. Wenn ein nicht ganz klar bei einer Foto ist, die dann auf Facebook steht, wann schläft nur der Diskussionsrunde dem Mike Bescheid sagen. Hier ist der Mike. Genau, einfach Bescheid sagen und dann wird das schon an 3 gehen. Da wird man irgendwie ersetzen, vielleicht mit Arnold Schwarzenegger oder so, je nachdem, wie da gut passt an dem Moment. Nee, muss man den freuen. Okay, den müssen wir auch voll gut. Es steht für dich, also jeder kriegt 1 Minute Zeit, für sich kurz vorzustellen, aber für auch zu sagen, wie die an Politik kommen sieht, aber vielleicht auch schon ein paar Ideen zu den 2 großen Themen, was doch eher Prioritäten sind. Wir fangen nun mal mit Julia an. Julia wird manchmal auf Französisch schwätzen. Wie versteht Französisch? Schon die allermeisten? Wenn nicht so, da kann ja Ihren Opa mit helfen, flüstern, und wir helfen noch an der Diskussion. Julia, du hast das Wort. Ok, ben heureusement, je vois que la plupart assez parlent français. Donc merci pour cet événement. C'est vraiment incroyable d'être ici avec. Je me considère encore assez jeune, mais bon, la jeunesse plus jeune que moi. Donc, je m'appelle Julia Peterman, je fais partie donc, du parti politique Volt. On est justement un parti qui est né le jour du Brexit parce que il y avait justement, c'était un signal d'alarme au niveau de qu'est-ce qui se passe en Europe et comment il faut changer les choses. Donc, pour nous, c'est vraiment une question de mobiliser les jeunes comme vous, de rentrer dans la politique et de faire en sorte que votre voix puisse être entendue. Au niveau des questions, donc, qu'on se pose, c'est justement comment est-ce qu'on fait à rénover l'Europe, faire en sorte que justement c'est une Europe dans le futur qui va fonctionner pour vous. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça soit une puissance économique qui travaille pour les jeunes d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait avoir une société juste et responsable avec tout justement la nécessité d'une transition écologique, les problèmes climatiques qu'il y a aujourd'hui et beaucoup d'autres problèmes de discrimination, d'homophobie, etc. Donc on est un parti très jeune, on est un parti très motivé et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans les élections européennes et on aime vraiment avoir le plus de possible de jeunes comme vous qui sont motivés à rentrer dans la politique. Merci. Un grand merci Julia. Parfait. Elisha, für was bist du an Politik gegangen? Was sind die großen Prioritäten für die Europawahl?
Ja, mein Nummer ist Elisha Winkel, ist die Kandidat bei der Letzteburger Sozialistischen Arbeitspartei, also der LSAP. Wieso sind nicht an Politik gegangen? Also bei mir ist sie an Politik gegangen, ich habe meine ersten Erfahrungen am Jugendparlament gesammelt und dann noch ich sollte so ein noch nur gucken ein Video darüber, wo ich da so eine Blut gelagt in der Politik und dann ist das ein zum anderen gekommen und ich habe gedacht, okay, nee, ich will mich aber für Europa engagieren, hauptsächlich einfach nicht mehr, weil ich von der profitiert tun, zu Amsterdam zu studieren, einfach frei zu reisen und dann einfach immer Blöcke zu kommen. Und ich fand die Sache sie gut, aber was machen ich, wenn ich an einem Land wohne, was viel mehr groß ist, obwohl ich eigentlich die Freizügigkeit nicht davon so viel profitieren kann, wenn ich nicht immer über eine Grenze muss gehen. Du musst ja dann auch andere Sachen sind, die die EU dir kann bieten und du von euch und von mir auch als Sozialisten, dass die EU mehr sozialen Kader, mehr Kompetenzen im Sozialen soll haben, aber auch mehr Kompetenzen und die große Frage von heute ist das heißt Transition, ökologische Transition, digitale Transition und dafür wollen wir stark machen und wir machen es einfach hauptsächlich dafür stark, dass all die Fragen sozial gerecht gelöst werden. Merci, Elisha. Wie von euch kennt das Jugendparlament? Ich will nun Elisha, das Nationaljugendparlament, nicht europäisch, zu Lützeburg. Ja, also zu Lützeburg gibt es ein Projekt, wo alle Jungen sich kann ab 14 kann melden, für die Mat zu machen, für die echt Informationen, für die echt op Tuchfüllung zu gehen mit politischen Themen. Und da dann ein bisschen mehr ein edukativer Bereich. Momentan wird auch ein Jugendparlament für die Großregion kreiert. Das kann noch ganz interessant sein. Das ist noch an der Macht, also jeder, den du interessiert, das kann auch nur daran nach Bayern kommen, für du zu helfen. Jessie, los du dir. Moin, ich profitiere mal vielmals merci so in dem Zentrum für politische Bildung, das CGIODAL, an dem Europäischen Parlament und natürlich auch dem Lycée für die Organisation von dieser Table Ronde. Ich bin Jessie Till, ich bin 23 Jahre, ich studiere noch zu Paris. Ich mache gerade meinen Master an der Umweltphysik. Für was ich mich bei den Geringen engagiert habe, war das ein bisschen eine witzige Geschichte, weil am Anfang, wo ich klein war, wollte ich immer den Planet retten. Und das klingt naiv und ich weiß auch nur, dass nicht der Planet muss gerettet werden, dass das Klima ist, das man muss schützen und das Lebensgrundlagen, die man muss sichern. Und das ist auch nur durch mein Studium, dass man immer mehr bewusst sind, dass Chancen da sind, dass man technologische Solutionen haben, mit dass courageous politische Entscheidungen braucht, für das durchzusetzen. Und das war auch der Grund, warum ich mich parteipolitisch engagiert habe. Das habe ich gemacht für dich bei der Gemeindewahl für 1,5 Jahre, wo ich noch die Chance hatte, gewählt zu gehen an den Gemeinderat mit 21 Jahren. Und da gesehen ich auch, wie man auf lokalem Plan auch europäisch Gesetze umsetzen. Zum Beispiel machen wir im Moment die Renaturation von der Ulzech. Das ist der Fluss, der bei uns eben fließt. Und das für, dass man nicht mehr so viele Probleme haben mit Heißwasser. Und das ist auch dadurch, wo ich mir bewusst bin, wie wichtig das Europa ist, auch auf lokalem Plan, auch bei uns daheim. Und du willst völlig nicht nur lokal europäische Direktiven umsetzen, wir sind mit am Europäischen Parlament bestimmen und du willst nicht Kandidat bei den Europawahlen. Ich finde, merci. Merci, Jessie. Martin, wie war das bei dir? Vielleicht auch von mir ein großes Merci als Organisatorin an der Runde Lycée. Es ist cool, heute zu sehen. Ich bin 24 Jahre, ich mache den Campus von Dietling. Ich habe mit 14 Jahren wieder Elisha am Jugendparlament angefangen. Also, ich kann nicht so, dass ich ein cooles Projekt lehre, das viel bei, dass sowohl das, wie ich Informationen kriege, wie wir diskutieren, also es lehrt wirklich viel. Und ab da hast du bei mir auch parteipolitisch mehr aktiv gehen, wo ich meinen Platz an der CSV von tun, weil das für mich einfach die Partei war, die auf der Breit aufgestellt war, die auf der Breit die Werte vertrottet, die ich auch vertreten. Und das war für mich ziemlich klar, dass ich da aktiv gesehen wie war europäisch, dass am Anfang bei mir auch das Parteiengagement kommt, wo ich bei den europäisch-demokratischen Studenten aktiv bin, wo wir da schon auf europäischem Niveau mit diskutieren können. Und das war für mich auch ziemlich klar, dass ich gerne will, an Europa aktiv gehen. Das Ganze sind meistens bei mir auch im Bereich vom Transport, von der Mobilität, wo immens viele Bereiche zusammenkommen, wo sowohl Sozialthemen dran sind, dann aber auch Umweltthemen, die ganz wichtig sind. Und ich meine, das ist ein ganz umfassendes Thema, an dem ich mich gerne europäisch engagiere. Merci, Martin. Wie von ihr können sich dafür stellen, in Politik zu gehen?
Wen hat schon nicht mal im Gedanke gespielt? Eine Person? Ja, immerhin. So. Vielleicht könntest du noch hast du zu so, dass ich weiß, ich interessiere Mensch. Loris. Moien auch vu mir als Merkverein, den heute mat organisiert huet ze schmengen, dat flott Event fir he zu Schengen als Perel Schengen ze sinn an diesem Lycée, den wirklich der Europäische Union am Fong lieft am Alldach. So mein Nummer ist Lois Meier, 26 Jahre an von der DP. Ich habe mich am Fong bei der JTL, weil die Organisation ist von der DP engagiert für rund 7 Jahre. Aus dem Grund, weil ich einfach gesehen habe, dass am Fong alles einmal Haut tun, beruht auf liberale Gedanken. Da man können frei überreden in der Europäischen Union, dass der Mensch frei ist, dass er kann dezidieren, was er kann machen, was er will machen. Sind Gedanken, die einer liberalen Partei natürlich wichtig sind und die es eben für die mir wirklich kämpfen. Und dafür will ich mich ansetzen. Wir können weiter an einer freien Gesellschaft leben, wo nicht Politiker sieht, was Medien müssen machen, wo nicht der Politiker sieht, ob es irgendwo Higoen oder sonst irgendwie am Leben interferiert. An dieser Wahlkampagne war mir wichtig, dass wir weitergehen am digitalen Bereich, weil Europa ist heute ziemlich an dran, was digitales Frauen belangt. Wenn ihr guckt, dass alle Unternehmen, die am digitalen Bereich sind, aus Amerika oder China kommen, müssen wir gucken, dass wir da weiterkommen. Und dann natürlich auch alles, was die Umwelt belangt, an das Klima, weil das sind halt die Frauen, die dezidieren, ob wir weiter können frei leben auch. Und man kann dezidieren, wo man will leben, oder man muss als deplacieren für einen Platz leben, die am Anfang nicht die Platz ist, wo man will leben, wie wenn man geschwach haben. Das ist merci. Vielmals merci, Loris. Gary, wie war das bei dir? Was sind deine großen Prioritäten? Wir haben Pressefreiheit, wir haben auch Digitalisation. Was liegt dir besonders im Herz? Für mich kurz vorzustellen, Gary Diederich, Sprecher, Kandidat bei Die Lenk. Und bei mir ist es am Anfang so gegangen, dass ich für 21 Jahre aktiv gewesen an einer Jugend-Umweltorganisation, noch 1-2 Jahre danach eine Wette mit organisiert und die in ganz Europa mit der Kommission gemacht ist, wo wir gesagt haben, wir wollen 8% CO2 an 8 Monaten an 88 Schulen Spuren am Platz, an denen 8 Jahre, was damals die EU als Ziel vorgegeben hat. Und damals haben wir die Wette europaweit gewonnen und das war für mich auch eine immense Erfahrung für nicht nur bei der Kampagne, sondern auch bei ganz vielen anderen Projekten in ganz Europa mit Leuten zusammen zu schaffen, die sich eben für ein mehr ökologisch und soziales Europa angesagt haben. Schon mich auch, das war eben mit 15 Jahren für mich, wo ich das gemacht habe und schon immens viel gelernt doch bei dem Engagement. Später habe ich mich auch an der Jugend für Frieden und Gerechtigkeit engagiert. Das war auch als engem Wettteam vom Robert Schumann und Sterne, wo schon gegen den Afghanistan-Krieg mobilisiert wird und dann noch gegen den Irak-Krieg, haben wir uns zusammen engagiert. Also sind noch die zwei Themen, Menge Hauptthemen für auch das Europaparlament, auch für mein Engagement. Das ist die Umwelt, nicht nur das Klima, aber auch Biodiversität, wo wir mehr achten, aussterben und die sind aber lebensnotwendig, nicht nur für uns. Und dann eben noch den Frieden, weil Europa immer mehr Abrüstung betreibt, dass immer mehr Suchen nach Waffen fließen. Wir sehen noch, dass die Multinationalen eine ganz negative Rolle daran spielen, sowohl was die Umwelt, wie auch was Frieden, aber auch wie andere Sachen wie Soziales zugeht. Und dass wir da, wenn es viel mehr müssen aufpassen an Europa, dass multinationale Männer Einfluss haben. Merci, Gary. Der Gary hat von Manife geschwart von Demoen. Wen hat schon einmal mitgemacht bei einer Demonstration, bei einem Streik oder so? Wen hat schon einmal auf die Straße gegangen? Okay, nicht schlecht. Wir waren schon einmal bei Fridays for Future mit dabei. Aha, nicht so viel. Gut. Hört wahrscheinlich du mal CD. Ganz spannend. Da sind wir auch gespannt, was da jetzt wird dazu so und auch was Fridays for Future schon ausgelesen wird bis lo. Ali, für dich dimadiert wird. Mein Name ist Ali Ruckert, ich bin von der Kommunistischen Partei, ich bin noch da Kandidat. Ich bin an die Partei gegangen, weil ich die Welt verändern will, weil ich mich dafür einsetzen, dass die Ausbeutung von Mensch durch den Mensch aufgeschafft wird, weil ich gerne Sozialgerechtigkeit hätte, aber weil ich
Antimilitarist sinn, well ich gehät, dat man eng Welt tun am Frieden. Dat sind alles Sachen, die am Gegensatz stehen zu dieser Europäischen Union. Als kommunistische Partei so mehr, dass das EU, die als gegründet gehen, am Interessen von den großen Konzernen, von den Banken, für denen auf europäischer Ebene zu erlauben, möglichst groß Profite zu machen. Und so funktioniert es auch noch heute. Dafür muss an Eisen Armis aufgeschafft gehen. Gesagt noch, dass sie immer mehr abrüst. Und das ist ganz negativ, weil die Suen, die da hinfließen, die fließen nicht an Sozialpolitik. Aber wir gesehen, dass es immer mehr arm Leid gibt an den Ländern von der Europäischen Union. Und das wollen mehr Kommunisten ändern. Nach just Wort wird immer geschwärzt von Europa. Erinnert euch aus dem Geografieskurs, Europa, das sind nicht 7 oder 28 EU-Länder, das sind 49 Länder, an Talgent, von der Gräst von Europa, dat sie Länder, die net an der Europäischen Union sind. Dafür fand ich schon ein bisschen schlimm, wenn so gemäht geht, wie wenn die EU, wie wenn das Europa wäre. Europa als auch Russland. Und wir treten auch zum Beispiel dafür an, für gute Beziehungen mit allen Ländern an Europa zu holen, auch mit Russland. Merci, Ali. Tassi. Ja, guten Morgen, mein Name ist Tassi Brisbois, ich bin 24 Jahre alt, ich bin von Beruf hier Bauer, ich wohne zu Baschmacher, also nicht ganz weit weg von hier. Ich bin Kandidatin bei der ADR für die Europawahlen und also Slogan ist 4 in Europa von den Nationen, was will das genau heißen? Wir sind 4 in Europa, Europa ist wichtig, besonders für Lützeburg. Wir sind aber dafür für die Souveränität von allen Inselmemberstaaten zu behalten. Für mich persönlich sind Themen Umwelt, Landwirtschaft, Agrarpolitik die wichtigsten Themen, vielleicht auch berufsbedingt. Setzen mich auch für die Winzer, für die Bauern, und eben auch für die Natur. Und ich denke, dass das auf europäischem Niveau ganz wichtig ist, dass das besser aufgeklärt wird. Merci. Vielmals merci, Tassi. Die hat vielleicht gesehen, dass wir 10 neben auf der Liste tun, und sind aber just 9 Leute da. Das heißt, eine Partei fehlt noch. Sie sind alle angeladen gehen, vielleicht kommen die Konservativen nach noch. Und zum Schluss geben wir dem Lucy Nachtwort von den Piraten. Ja, moin. Freut mich, dass ihr so viele herkommen seid. Oder weil ihr musstet vielleicht, ich weiß nicht. Aber egal. Ja, mein Name ist Lucy Kuniakova. Ich bin 45 Jahre alt. Wenn man hört vom Namen und von meinem Akzent, komme ich aus dem Osten, also aus der Tschechischen Republik ursprünglich. Ich bin 22 Jahre hier am Land und 2 Kinder von 21 und 19 Jahren. Und eigentlich habe ich mich entschieden, für aktiv an der Politik zu gehen, weil wo ich gesehen habe, an welche Richtung das alles geht, wie schon Herrschaften vor mir gesagt haben, alles für die großen Konzerne, die verdrecken den Planet, wir müssen dafür abkommen, die kleinen Leute. Und so weiter. Und ich gedacht, okay, zu warten, dass irgendjemand etwas möchte, bringt nichts. Du musst selber mal hier vom Sofa etwas machen. Angefangen auf Manifest zu gehen und so weiter, auch wenn sie Samstag waren und nicht Freitags. Wie gesagt, eine Partei rauszusichern, die zu meinen Überzeugungen gepasst. Und da sind ich gerade bei den Piraten gekommen, weil sie nach neu waren, sozusagen formbar an Entwicklung. Und weil ich gedacht habe, okay, sie sind am Anfang ziemlich auf Internetthemen, Freiheit am Internet und so weiter konzentriert, aber sie brauchen auch ein bisschen sich mehr breit aufstellen, was mittlerweile auch ganz gut gelungen ist. Dafür habe ich probiert, ein bisschen den weiblichen Touch ranzubringen und ein bisschen mehr Sozialthemen, Familienthemen und so weiter. Das ist dann meine Motivation. Vielmals merci, Lucy. Voilà, wir haben ganz unterschiedliche Prioritäten hier, das geht ganz spannend heute. Wie von euch hat das Smartwählen probiert? Wir hatten schon gefragt, wen ihr kennt, wen hat probiert. Wie war überrascht von seinem Resultat? Aber nicht so viel Leute. Wir hatten letztes Jahr gefragt, hatte ich als Kandidatinnen und Kandidaten gefragt, da waren eine ganze Party, die waren selber überrascht. Da waren wir letztes Jahr nicht mehr drauf zu schwätzen gekommen. Vielleicht haben wir ja heute die Gelegenheit. Die hat heute, wie gesagt, auch die Gelegenheit, über Slido zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das Slido schon können anweisen.
Du hast das Slido, also muss ich einfach auf slido.com gehen, Tablet oder Handy und dann SLP ergehen. Da sieht an einem Raum, an einem Chatroom. Und da könnt ihr vorstellen, und für allem könnt ihr mit aufstimmen, wie ein Frohen zu einem Moment für ihr steht, die interessantste sind. Es ist aber so, wir hier als zwei Großthemen, das heißt, wir werden für dich die zwei Großthemen behandeln, und die anderen spannenden Fragen, die holen wir zum Schluss dran. Und wir gucken, dass du nach Zeit recht bleibt. Und damit wollte ich für dich fragen, wen die wir am liebsten aufhängen, mit dem ersten Thema, also das erste Thema ist, wie können wir Jugend unterstützen, die in einem mehr ländlichen Raum leben. Und das zweite Thema ist mehr allgemein, wie können wir mehr ein grünes Europa schaffen, mehr nachhaltig. Also wir wollen mit dem ersten Thema aufhängen, Junker unterstützen, die am ländlichen Raum leben. Nicht ganz viel Leid. Wir wollen mit dem zweiten Thema aufhängen, ein grünes Europa, ein nachhaltiges Europa. Ja, das sind da ein paar mehr. Spannend. Also das Slido muss funktionieren. Natürlich, wenn die vorstellt, die wirklich Thema dran sind, hat er mehr Chancen, dass Frauen auch direkt auf das Slido kommen. Wenn du froh ist, die nicht direkt Thema ist, da könnt ihr mehr zum Schluss tun. Aber wie gesagt, ihr könnt liken, an die Frauen mit den meisten Likes sind die mir gesehen. Genau. Geht das aus dem Publikum? Ja. Einfach. Spruch ist im Prinzip egal. Wir debrouillieren uns. Könnt ihr raussichern. Der Mike sieht noch, es wird kein Chat. Gut, zum Thema grünes Europa. Wer von unseren Kandidatinnen oder Kandidaten gibt gerne einen Anfangspitch machen? Die Gary hat für dich gemeldet. Genau, und du noch Julia. Gary. Merci. Ja, wie gesagt, für die Runde ist das als Umwelt für uns ganz wichtig, für mich auch ganz wichtig. Wir müssen an Europa und eben noch zu Lützeburg einen Umbau kreieren von unserer Wirtschaft, von unserem Transport, von unserer Energieproduktion, für das wir dem Defi, dem Klimawandel, aber auch dem Verlust von den Arten, der Biodiversität gerecht gehen. Und dafür so mehr als die Länge, dass wir verschiedene Sachen müssen wirklich als öffentliche Hand viel stark an den Grab holen und nicht nur darauf vertrauen, dass der Markt, das heißt, dass die Entreprisen da irgendwie regeln, wenn ich just ein paar Steuern dahin setzt. Für allem geht es nicht darum, Steuern auf Konsumenten zu setzen, mit Steuern auf die Industrien zu setzen, auf die am Anfang die Luft verpesten und eben dezidierte Weise produzieren. Wir so noch, dass der Handel mit CO2-Zertifikaten soll abhalten, weil das bringt am Anfang gar nichts. Das ist ein zusätzlichen Handel für die Entreprisen. Bis 2050 soll die ganze Energieproduktion auf 100% erneuerbare Energien umgestaltet gehen. Das ist ganz wichtig. Das ist sogar nicht nur wichtig für das Klima, sondern das ist auch wichtig für das Europa unabhängig von Energieimportern und dadurch auch Männer mengt müssen militärisch seine Interessen nach außen zu vertreten. Vielen merci Gary. Ganz spannend, Julia. Alors, il y a déjà une question sur Slido. Que voulez-vous faire concrètement, personnellement, peut-être aussi, pour protéger le climat? Oui, donc c'est une bonne question. Donc, tout d'abord, nous, je ne sais pas si vous le savez, mais on est un parti pan-européen. C'est-à-dire qu'on est présent en tant que parti politique en 12 pays et en tant que mouvement en 32. Et notre mouvement écologique s'établit sur 3 piliers importants. Notamment, c'est qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des gouvernements, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des entreprises et qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des citoyens. Au niveau des gouvernements, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est mettre des taxes, justement, pour, par exemple, l'émission du carbon dioxide, c'est mettre tout type de taxes qui vont, d'un côté, mettre un plafond maximum sur lequel nous, en tant que citoyens, on sait que ça ne va pas dépasser.
Au niveau des entreprises, ça c'est une responsabilité des entreprises aussi, à savoir que par exemple, maintenant, ce n'est pas légal d'utiliser certains types de produits qui ne sont pas écologiques. C'est aussi une question de responsabilité des entreprises de mettre une éducation pour les employés, comment utiliser les déchets dans les entreprises. Au niveau des citoyens, donc c'est-à-dire nous, c'est commencer à savoir, avoir conscience et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est une question d'éducation, c'est une question de mobilisation au niveau de société, et c'est une question de, comme les jeunes on commence déjà très bien à faire, c'est commencer à dire non. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut arrêter de faire ce type d'actions qui vont justement être un détriment ultime pour les générations futures. Donc concrètement, il y a beaucoup de politiques qu'on peut mettre en marche. La question, c'est est-ce qu'on arrive et est-ce qu'on a le vouloir pour le faire aux 3 niveaux? Et ça, on a besoin des gouvernements, des entreprises et des citoyens ensemble. Merci, Julia. Vielleicht Ihnen schon Idee von ihr oder ein Direktfroh aus dem Publikum. Wen traut sich schon zum Umweltthema über dem Mikro ein direkt vorzustellen zum Thema Umweltschutz. Julia hat gesagt, dass auch jeder von uns selber kann aktiv sein. Was wären Ideen zum Beispiel für die Schule oder was sind die Frohen, die ihr euch stellt? Konkret, was zum Beispiel Erdagentleben angeht. Habt ihr das Gefühl, dass da genug Möglichkeiten hat, für das Klima zu schützen? Zum Beispiel. Oder das Gefühl, dass selber eine Initiative ergreifen? Oder hat echt das Gefühl, dass es ganz viel ist, was die müsst stemmen so ob ein Kehr? Geht ihr vielleicht schon ein froh? Nach nicht direkt, dann gehen wir dem Tassi vor. Tassi, was sind deine Ideen, was sind die Ideen von deiner Partei? Fir enke kurz op d' Verschmutzung vun de Meerer durch Plastikofall ze kommen. 20% vun dem Plastikofall an de Meerer kommen durch Fischerei, durch Schëffer an de Stölechplattformen. An 80% komme vum Festland. Lo se so, wat kann Europa machen géint de Plastikofall am Meer, mussssen sech fir hun anhalen, dass 87% vum Plastikofall vun den EU-Memberstaaten ze summen a China exportéiert ginn. War das tolle Stoff hunner a China könne se de Plastikofall net richtigen Zürgen. Zum Beispiel as eng Plastiktut, die am Meer schwimmt, braucht 10 bis 20 Joer bis se sech zersat huet. E Plastikbecher, eng Flasch, die braucht Schatzungen nur an dat sinn Schatzungen nur, weil den Zeitraum noch net nur verfolleg kon gin 450 Joer. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange braucht, bis das all den Drag am Meerem verschwonnen ist. Was kann Europa do machen? Die Europäische Union muss ophalen, ihre Plastikofaller Länder zu exportieren, die nicht fachgerecht können zürgen an den Herrn am Meerland. Merci, Tassi. Ali, die hatte ich für das nächste gemeldet. Aber wir noch ein zweit froh, die schon 46 Leute sagt, das ist die Mathe Plastiktuten, ob die solle verboten gehen. Dann direkt etwas zum Plastik. Froh ist ja nicht, ob sie solle verboten gehen. Mit die richtig froh ist, ob sie solle produziert gehen. Hey, wenn sie verbietet, dann fängt ihr beim Konsument an. Mit mir am Anfang an der Produktion angefangen gehen, dass das verboten wird, so Plastiktuten zu produzieren. Für was geht das aber nicht gemäht? Die Frage kann ihn sich stellen. Für was? Für soll Mensch, dass es 5 für 12 was? Aber für was geschieht da nicht? Du kannst ihn darauf antworten, dass wie ich für 300 gesagt und die Europäische Union als am Interessen von den großen Konzernen gemäht gehen. Und ich will mich daran erinnern, zu Brüssel, da sitzen zwischen 15.000 und 30.000 Lobbygesellschaften von den großen Banken und von den großen Konzernen. Die verhindern, dass Decisionen geholt gehen am Interessen vom Umweltschutz, sowie sie verhindern, dass Decisionen am Sinn von der sozialen Gerechtigkeit geholt gehen. Weil an der Europäischen Union geht die Situation ja nicht besser am Umweltschutz, sie geht nicht besser am sozialen Bereich, aber sie geht mich schlimm, geht immer mehr armer, geht immer mehr Teile an der Europäischen Union, wo auch ökologisch problematisch sind. Dafür muss auch gesagt gehen, die großen Konzerne, an die großen Banken, die müssen für Gesellschaft gehen, dass nicht eine ganz kleine Minorität, denen die gehören, können über die Zukunft von der Menschheit dezidieren. Merci Ali. Als nächstes hört sich, ja, Applaus oder
Verlief von ihr habst du zu soen. Ki dir dem Ali racht, oder nach ein Nofro, zu dem war der bis heieren hut. Hummer a Preis für den Echten, den ein vorstellt. Mike. Der Mike seht ja, mir hunne Preis. Ich weiß nicht genau, welche Preise das. Mehr für den. Ah, das ist ein Foto, super. Das ist gut, das ist gut. Ja, meine Frage war, was tut die Kommunistische Partei für die Umwelt 4? Weil, wenn ihr so guckt, was früher los war, also ich weiß nicht, wie das am Foto ausgesehen wird. Am Kommunismus. Ich weiß nicht, wo Dir schon für Kommunismus gehen hat. Ich will aber gerne auf die Frage antworten. Ich will nämlich zum Beispiel erst darüber informieren, der Mouvement Ökologique, den hat 30 Fragen gestellt, was kann geändert gehen? Was kann gemäht gehen? Zum Beispiel, dass wir eine Kerosinsteuer angefordert gehen. Wir sind absolut mit den Vorschlägen vom Mouvement Ökologique d'accord. Wir sagen aber, viel von diesen Vorschlägen, die können an dieser Gesellschaft nicht geändert gehen, wenn nicht große Changements kommen. Dafür ist zum Beispiel unser Slogan bei diesen EU-Wahlen als Change the System. Das System muss geändert gehen, sonst kriegen wir viel von diesen Sachen kriegen wir nicht geändert, wenn nicht die Leute, die schaffen, die Normalleute und die Jungleute, wenn die nicht können über Zukunft dezidieren, aber wie gesagt, nämlich eine kleine Minorität von reichen Leuten, und von denen die Betrieber gehören. Merci, Daniel. Ganz spannend. Als nächstes hat sich Lucy gemeldet, und dann noch es Jessie. Wir vielleicht haben wir ja noch ein Froh, ganz spontan. Wir haben noch ein Froh. Meier gouf ganz viel davon geschwart, dass man das System ändern solle. Wie können man das System ändern, was super viel Leute nicht pratzen, hier ege Verhaltensmustern zu ändern? Ganz spannend, die Frage wir mal ab an Diskussion. Lucy. Ja, das eigentlich, was ich auch raus wollte. Das Different von Eis muss auch selber Responsabilität für den Planeten holen. Also Klima, es geht nicht nur Klima, es hängt alles zusammen. Kann man Klima nicht isoliert rausholen. Es geht ganzen Planet, ganze Verschmutzung. Was hilft Biodiesel anzufeuern, während aber an den Entwicklungsländern respektive an Südamerika Regenwälder aufgeholzt gehen, für dort den Biodiesel umzubauen. Respektive, dass es auf Kosten von Nahrungsmittelproduktion geht. Also man muss die Sachen global gesehen, man muss auch gucken, wer den konsumiert, wen das konsumiert. Plastiktutenverbot wäre schon ein guter Anfang. Es leidet auch Eis am Geschäft zu entscheiden, wollen wir das am Plastik angepackt oder nicht. Ich weiß, viele Möglichkeiten gibt es nicht. Beste Beispiel sind Bioprodukte, die am Plastik angepackt sind. So, ja, wohin sich dann entscheiden muss, umweltbewusst oder bio. Aber es gibt immer mehr Alternativen und da muss man aufhängen. Googelt mal Zero Waste zum Beispiel. Du hast schon einen guten Anfang an. Probiert Eltern auch dazu zu bewegen. Ich weiß, das ist schwer. Allem Hand kannst du keine Kunststücke beibringen. Aber Luis muss man schon als Denken schon scheren. Da müsste das aufhängen. Ich arbeite an einer Schule als Concierge, wo wir auch probieren, Müll zu trennen. Wenn aber meine Wirtsfrauen zu mir kommen, ja, ich kann das aber nicht tragen, weil ein paar Bayer-Pubel leidet aber ein Schmier. Ja, dann denken sich ja, gut. Will man etwas machen, kann aber nicht. Noch ist das ja, Wirtsfrauen sowieso alles an den Pubel. Für was soll ich machen? Jeder muss bei sich selber aufhängen. Wir sind Milliarden von Menschen. Wenn alle Menschen eine Kleinigkeit möchten, also schon ein großer Fortschritt. Das ist ganz spannend, immer zu hören, aus dem persönlichen Leben von jedem. Jessie, wie ist das bei dir? Ja, also ich wollte mir auch so, dass der Plastik halt ganz viel angespart geht. Und du hast ganz konkret Forderungen, was wir wollen. Da gibt es ja schon die europäische Direktive, die verschiedenen EW-Plastikartikel verbieten, wie zum Beispiel Dörrstäbbecher an Chalimon und so. Und das muss ich definitiv noch ausweiten. Aber parallel dazu muss man auch, dass das Problem außer ganz vielen
Hygieensartikeln, sieft dat Champan an alles, du hast net nëmmen hu die Plastikstyp, mir auch noch flüssische Plastikbannen dran, das auch an den Zahnpasta, das überall dran. Und du musst mal als für ein Verbot von diese Mikroplastiken ersetzen. Und dann hast auch viel vom Plastik am Meer geschwart gehen. Und die wird sich nicht ablesen, weil Plastik den zerbröckelt, den aus dem fotodegradabel der Tisch, das sind, wenn Sonnenstrahlen draufstrahlen, dann zerbröselt den Klangstecker, mit Klangstecker, mehr ein biodegradiertes aber nicht. Das wird ewig an diesem System sein. Und du, wenn du mir auch als Kring setzt mal als aktiv dafür an, dass auch europäische Initiativen Gelder kreieren, dass man den Plastik aus dem Meer rausholen. Weil die werden sich nicht ablesen. Und das sind riesige Kontinente, die man an den Meeren haben. Und das ist wirklich ganz grav. Und da können wir auch europäisch etwas machen, wenn wir es trauen. Und dann aber auch für auf die Klimaecke zurückzukommen. Es geht nicht nur darum, also Plastik ist auch ganz klar ein Klimaproblem, weil wenn der Plastik sich degradiert, wenn sich zerbröselt, gehen nämlich Gase freigesetzt, CO2-Gase und so, die auch zusätzlich zum Treibhauseffekt beitragen. Und dann ist auch die ganzen Fische, die da sind, Biodiversität, die raufgeht, und so weiter. Und dann, was beim Klimawandel ist, wir müssen erneuerbare Energien investieren an den Ausbau vom öffentlichen Transport und kann an eine Kerosinsteuer, weil es kann nicht sein, dass es mehr teuer ist, von Lützeburg auf Berlin mit dem Flieger zu fliegen, wie mit dem Zug zu fahren. Das kann nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass mit dem Zug in 8 Stunden muss 3-mal umklammern. Von Tokio auf Osaka, das ist eine Strecke 500 Kilometer, das ist dieselbe Strecke wie Lützeburg-Berlin. Du brauchst 2 Stunden. Wenn wir für Pferde springen in ganz Europa schnell sich mit Hauptstädte zu verbannen, könnte man da auch massiv auf Nutztisch setzen, könnte man auch leider mehr motivieren, Männer am Flieger zu fliegen. Das ist Spaß. Merci Jessie. Martin hat sich das nächste gemeldet. Martin mir hören offen enger Fluchsteier ob Smart Wahlen hat ich mir angeguckt, wie mal aufgestimmt wurden. Es war am von Jitverin dafür, von uns für das soll ein Angebot die außerlo die Konservativpartei. Soweit ich gesehen. An ich meine, auch Kommunisten waren echt dagegen. Mit auch dafür, okay. Dann war das Final die Konservativpartei. Und wir haben einen zweiten Slider, wo wir auch noch einen Uleist, das hat mit dem Elektroauto, für was gehen die immer mehr gepusht, obwohl dafür mehr Energie gebraucht wird. Und auf der anderen Seite soll aber Cattenom zum Beispiel aufgeschafft gehen. Okay, oh, das du ganz viel gut. Ich probiere nicht alles an 1 Minute zu kriegen, weil ich wollte noch kurz auf das reagieren. Ich bin voll immer darauf verstanden, dass man Zugtransport viel mehr muss pushen muss. Das ist ein bisschen schwierig, wie einfach eine Maschine zu lehnen, an Trassen zu legen, wie das denn schnell ein Zug kann drüber fahren. Es sind Sicherungssysteme, die nicht angepasst sind an Europa. Es sind Stromsysteme, die nicht angepasst sind an Europa. Und da muss man auch weitermachen, wenn man will, den Schienentransport mehr fördern. Also das mehr wie nicht mehr per Trassen zu lehnen. Dann am E-Auto, ja, die gehen immer mehr gepusht, weil es ein Alternativ ist zu unserem Verbrennungsmotor, zu unserem Diesel und Benzinern. Mit der aber nicht die einzige Alternative sind. Ich meine, du gibt es viel geschwatene Wasserstoff mehr. Ich meine, die geht oft gesucht, du gehst aber auch zu dem nach Alternativen. Es gibt auch Methan, den ich benutzen kann als Antrieb vom Auto. Und du hast auch als Europäische Union, wo man muss an die Förderung von all denen Alternativen rangehen. Und natürlich nicht nur den Elektroauto fördern. Und soweit ich informiert bin, sind wir auch schon viel mehr weit bei den anderen Antriebsmöglichkeiten, aber bei den anderen Alternativen, wie in das noch besser gesagt, wenn du einfach als Entreprisen hofft, du natürlich sein Patent drauf zu kriegen, wo wir aber auch als Europäische Union nicht dürfen da Hand in Druck stellen und sie schützen. Nee, weil wir müssen die Technologie weiterbringen und das muss man auch auf europäischem Niveau machen. Und den dritten Frage kriege ich mir die 1 Minute. Die gehen wir dann und die Loris weiter. Was war die dritte Frage? Mit der Fluchtsteuer. Ich wollte just noch kurz auch mit dem Zug zu Schwätze kommen. Wenn den Haut guckt, Fliegerindustrie an eben Zugindustrie, natürlich ist das Problem bei dem Zughaut, dass die Infrastruktur einfach richtig teuer ist. Die Schiene lehen, das sind Milliarden Investimente, die muss machen, für eben ganz Europa zu vernetzen. Ich meine, du scheitert immer, weil man Haut Möglichkeiten nicht tun, für die sowieso abzubringen, für das zu finanzieren. Mit Tisch muss man das fördern, an der Europäischen Union also auch am Gang zu harmonisieren, wie auch den 4. Pack vom Railway, da man auch auf der Richtung schon beginnt, dass man ein Marché unik kreieren am Schienennetz. Die Infrastrukturen, die fehlen uns. Ich gesehen im Moment ganz schwierig, wie man das finanzieren können. Ich will nicht spielen, weil ihr seht mir das aber ein bisschen so.
Andere Punkt also vom Plastik schon interessant in den haben einer Plastiksmap setzt man ein Plastiksbrüll man ein Nylons Jacket iwwer de Plastikverbot direkt schwätzt mir kreen de Plastik net komplett aus dem Leben raus haut man muss an Forschung investieren fir immer alternative fannen die Asians mal ökonomisch viabel sind an zweitens die eben überhaupt eben an eng Mechfläche Sachen zu recykleieren, dat man vielleicht auch Sachen verbindet, wie man schon europäische Plan gefangen hun, alles wat wie Plastikgas, dat den komplett eradikiert gött, da man die Doppelverpackungen, da man die erste Face kreen, weil dat sind die riesige Sënnen haut, die man haut tun. Wie gesagt, wir müssen weiter an der Forschung investieren, für ein Vorkommen von Plastik, mir einfach von Haut der Plastik verbieten, das ist komplett irrealistisch. Im Moment mir die nach für dich wollte ich hier schenken, geht ihr dem Loris recht? War das er Min dazu? Wie sehr können man de Plastik last in Ä Min no? Bon, méger Meinung nur as het extrem schwierig de Plastik komplett zu verbieten an aus der Gesellschaft komplett fortzustößen. Mir schmengt das aber méch das wirklich wie den Herr Loris schon gesucht hat stark zu reduzieren, also dass man wirklich die unnötig Plastiken, dass man die schon aus der Gesellschaft fortkrähen und dass man wirklich dann zu einem großen Teil schon auf ein Minimum reduzieren können. Merci Charles. Ja, noch ein Froh. Ja, was hat den Staat Lützeburg oder Europa generell gemacht seit den Fridays for Future Demonstrationen? Also ich habe bislang nicht gesehen und ich habe nicht gesehen, dass Leute darüber geschwärzt haben. Also was genau haben sie gemacht? Aber was werdet ihr dafür machen? Also wollte ich auch noch fragen. Alex. Merci Alex, das ist ein ganz spannend Froh. Und an dieser Runde hat eine Leiche, wurde noch nicht. Da wünsche ich mir vielleicht eine Leiche für dich froh für Drop Merci. Also das net das du net dat weil net gespart hun mir der Thema net oder als Sozialisten ein Thema du net wichtig ist. Natürlich ist es wichtig, dass man du abs Klima machen. Natürlich ist es wichtig, dass man globale Erderwärmung op 1,5 Grad mindestens also können erschränken, für dat du auch net so, dass man bis 2030 muss moins 55% von den CO2 aus Emissionen, die man lo hun reduzieren und da bis 2050 auf neutralem Niveau sind. Für alles einfach was du wichtig ist, als dass du auch auf der einen Seite guckst, okay, wir können nicht einfach so eine Chemisatie komplett auf Technologie und wir fanden einfach einen Ersatz für alle Plastikartikel, die man haben oder für alle Artikel, die CO2-Emissionen produziert, weil ich meine, die beste Technologie wäre einfach eine Zeitmaschine für Träger Zeit zu gehen, für du anzufangen, dafür zu sagen, hey, nee, wir müssen mal da aufhängen, weil dort wird das Planet und ganz verschmutzen. Das heißt, wo ich noch muss aufhängen, ist einfach zu sagen, wir müssen Männer konsumieren, energieweise und du kannst dann einfach sagen, okay, wir ersetzen den hat. Weil das auch das Problem am Plastik, da ist einfach ja die Konsumation von ganzen Plastik. Ich meine, hier im Saal war der ja d'accord, wir können Plastik nicht ganz eliminieren, wir werden heute auch tun, also einfach, dass du zu viel Plastik kriegst. Dass du dann die Döbelverpackungen oder so. Das heißt, du musst wirklich gucken, wo kann ich die Döbelverpackungen lassen. Eine Möglichkeit wäre, der Plastik anzupacken, nicht zu demarkieren, zum Beispiel durch Laseren, wo du dann Drop Lasers von mir aus. Beim ganzen Punkt, was du auch nicht vergisst, genau ist einfach zu sagen, okay, wenn wir die CO2-Emissionen reduzieren, dann heißt das aber auch Arbeitsplätze an gewissen Sektoren, die müssen an eine andere Richtung gehen. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen Arbeitsplatz an einer Minenbau oder einen Arbeitsplatz an einer Kohlefabrik, musst du gucken, okay, wie können wir die Leute von den Arbeitsplätzen auf andere Arbeitsplätze, die dann an erneuerbare Energie setzen. Das heißt, was das europäische Niveau kann machen, ist, dass sie strukturell fangen haben. Was das ist einfach, die EU hat ein gewisses Budget, diese verschiedenen Sektoren können ansetzen, für zu sagen, okay, wir wollen das heute ein bisschen mehr pushen, wir wollen das heute mehr promoten. Und das wird dann eine Art und Weise, wie die EU ihr Budget kennt benutzen, für so eine Transition zu machen, an eine ökologische Direktion, ja, aber ohne die Leute zu vergessen, die eigentlich an den Sachen, an den Bereichen schaffen, weil das ökologische Problem ist auch ein soziales Problem, weil die Leute, die zum Beispiel an den Minen schaffen oder die zum Beispiel an anderen Bereichen schaffen, das geht ja auch auf Gesundheit an. Das sind normalerweise die Leute, die auch am meisten verdienen. Merci Elisha. Wir sollen auch die frohe Antwort, wen Impact hatten Fridays for Future. Tessie hat sich für dich gemalt, an Dönno schon der Gary. Du weißt nicht, wen Podium speziell wählt,
unbedingt op die Frau vom Fridays for Future antworten. Am Anfang, also ich sind Lucy die Gary, auch Jessie, vielleicht ganz kurz für das jeden ein kurz drucken auch. Ja, ich weiß mal, dass die Regierung zum Beispiel no den Fridays for Future diese Anschule gegangen, Workshop mit den Schülern gemacht, hun an Atelier mit den Schülern ausgeschafft werden, da könnt machen. Und dann ist auch ein Donnerstag an der Chambre eine Motion gestimmt gehen, von der die Regierung band sich auch Klimaziele zu halten, also auch die Urgenzklimatik ausruft, und dass man am Fongelo wirklich muss reagieren. Wir sehen, dass die Gary immer am Kap result, Gary. Wie sest du dat? Ja, also den Herr ja gefrot as es geschieht oder schüss geschwert gin Workshoppen zu machen ass eben hauptsächliche Schwätze noch Schüler zu empfänken Schwätzen auch gut mat Schüler zu schwätzen méi schmengen aber dass sich auf Wort gëtt selbst gemacht gëtt das auch gefrot gi wat kann da konkret machen es wat de Lützebauer Staat ganz konkret kann machen a wo juste politische Courage brauch an Molemi Forschung an so dat das ze soen den Diesel für Kamion, der geht ein gut Stück ab vom Preis, weil die Kamion, die durch ganz Europa Umwehr machen, für Haien den Tank voll machen zu kommen. Das produziert zusätzlichen CO2-Ausstoß zu Lützeburg, aber auch ganz Europa. Das ist nicht wie den Tanktourismus von dem, den niemand grenzen kann, dann ob man dann nur Hai tankt oder do tankt, also am Anfang egal. Nee, die Kamion, die verbrauchen dadurch ja ganz konkret viel mehr. Das ist nur ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, und da können wir direkt dem Lucy auch tun. Für ob die Prozent ich wollte zwar noch das zu der Resolution so weil das war ja okay du hast den eigentlich gelesen man muss kurz bleiben ja also eigentlich wollte ich ob dasselbe wie den Gary raus das nicht nein dat Klimadiskussion do as war schon in den 80er 90ern gouf schon ugefahren do mal dazu schwätzen an et gouf geschwart et goen verschiedene Ziele gesagt nie erreicht gouf immer zurückgeschraubt dat hecht ja, bis konkret ist ich nicht gesehen, die Resolution von der Lenk, die nach von Grenz selber aufgelehnt ist, als eigentlich Blamage bei der Situation, was wir haben. Das Einzige, was hilft, seriös nicht lassen, mehr Druck auf Politik zu machen, mehr auf Straße gehen, nicht mehr frei, das aber wo es nicht mehr geht, weil ein anderer wichtiger Klimakiller sind zum Beispiel Griechen. Es war vor kurzem ein Friedensdemo, die war Samstag, da waren nicht so viele Leute dabei, von den Jungen leider auch nicht. Das ist aber ein ganz wichtiges Thema, weil wie ganze Länder verseucht gehen und am Endeffekt ganz darüber schwätzt auch kein so richtig, ja? Weil das ist nicht so bequem, als darüber zu schwätzen. Merci Lucy. Die Frau hatten ja einen Applaus. Das ist sicher gut für Heinz Durham einen kleinen Applaus zu kriegen, das immer lanciert. Die Frau Fridays for Future hat sicher auch mal diesem nächsten Thema zu dienen, nämlich wie man Jungleute an einem ländlichen Raum auch noch besser können unterstützen, weil eine von den Forderungen von den jungen Leuten am ländlichen Raum ist ja auch politische Partizipation. Für sie ist es oft, lese in der Studie, nach mir schwer, für sich politisch anzubringen, für zum Beispiel in Kontakt zu kommen mit ihren politischen Vertretern. Das ist immer auch ganz gespannt, weil halb muss man nämlich schon an als Schlussrunde gehen. Das ist mir nach Schluss ein rund 20 Minuten. Und das ist ganz wichtig, dass man das zwei Themen, dass das auch noch drucken. Von ihr schon ein Foto, also deine Idee. Wie können wir Jugendliche, die eben mehr Land leben, wie können wir sie besser unterstützen? Was für ihr das Allerwichtigste? Vielleicht etwas dazu sagen direkt. Hi. Bei meiner Meinung ist es ganz wichtig, dass er anfängt, Netz auszubauen, weil zum Beispiel in Deutschland hat er das Problem, dass es Land extrem wenig Netz geht. Es gibt zum Beispiel ein Foto, wo ein Bauer auf seinem Traktor um Dachstung für Netz überhaupt zu empfangen. Und wie das, wie gesagt, schon als Politik und auch als Gesellschaft sich immer mehr digitalisiert, und dass wir es all eins sind, dass wir da Fortschritte machen, müssen wir aber überhaupt noch gucken, dass auch das Internet bei allen Leuten auch kennt. Weil solange die nicht über das Internet informiert gehen, also da war auch schwer, dann denen beizubringen, dass alles muss digitalisiert gehen. Merci Charles. Heute nach Ihnen eine Idee. Was das außer dem Internet, einer schneller Verbindung, was für noch ganz wichtig für ihr ist? Du hast die große Gelegenheit. Jonathan.
Okay, da gehen wir direkt für unser Podium. Julia. Merci. Donc oui, effectivement, la connectivité, c'est un point très important. Je pense qu'on est dans un monde qui va à une vitesse remarquable, justement parce qu'il y a plus de connectivité, il y a plus de digitalisation, mais il faut aussi ne pas oublier les choses dont on a parlé avant, c'est-à-dire l'infrastructure, le transport. Il faut faire en sorte qu'il y a plus de connectivité, donc que ce soit digital, mais aussi physique, c'est-à-dire donner l'opportunité aux jeunes qui vivent dans des endroits ruraux de pouvoir d'avoir une mobilité à la même vitesse des autres, plus de connectivité, de faire en sorte aussi que leur programme d'éducation soit à la même hauteur que dans les villes et dans les autres endroits. Il faut faire en sorte justement que cette vitesse et ce décalage de vitesse ne s'élargit pas. Parce que là, il y aura vraiment beaucoup de problèmes au niveau d'intégration, d'inclusion et de croissance pour toute l'Union. Merci Julia. Martin Mühenheieren. Den Unterschied soll nicht zu viel an Blut gehen, nach weiter an Blut gehen. Was sind den Schritt, die Studis am liebsten erholen? Ich meine, die Schule ist gerade angeschwart gehen, das ist ein immens wichtiger Punkt. Ich meine, die Jungen müssen an der Schule noch viel mehr über die Europäische Union informiert gehen. Sie müssen viel mehr wissen, was das überhaupt die Europäische Union, was gibt es an der Europäischen Union? Okay. Pardon. Und dafür ist es wichtig, dass wir dann an den Schulen viel mehr thematisieren. Dann ist es aber auch wichtig, dass wir mehr Projekte noch fördern, weil das Internet sich informieren über Internet, das hat mehr Europäische Union, die liebt den. Und da kann ihn zum Beispiel, wenn ein Projekt machen möchte, ihr wird politische Projekte, aber da gehen doch ganz viele andere Projekte, wie zum Beispiel Musikprojekte, wo ihn dann internationale Orchester kann mitspielen. Und das sind Sachen, die wir auch viel mehr müssen promovieren. Du hast Mobilität natürlich, wie du hinzukommen, auch enorm wichtig. Ich meine, das ist so ein Zusammenspiel von immens vielen Faktoren, wo wir die Jungen einfach immens müssen arbeiten. Merci Martin. Nach ein Nofo von Irsch. Dass wir anscheinend ein Zweit froh Slido, die immens viel Südsee hört. Das an 90 Jahren hätten wir sowieso alle gute nicht mehr davon am Anfang. Loginet Forscher, also schon zum Beispiel wissen, ob ihr den Harari kennt, den Noah Yuval Harari. Und der schreibt zum Beispiel auch aus einem Buch, dass ein ganz Party Forscher so und dass ab dem Jahr 2050 kein möglich sein für viele Männer sehr alt zu gehen, beziehungsweise vielleicht sogar ewig zu leben. Also es sind seriöse Forscherinnen, die das so und dass das ab dem Jahr 2050 schon kein möglich sein. Das die ein bisschen die zweite Frage aufstellen. Der Loris wollte als Next Steps dazu sagen. Vielleicht nicht zu Harry, aber nee, ich wollte anfangen nach ein bisschen über den landschaftlichen Raumschatz, den wir für uns diskutiert haben. Ich meine, dass heute Digitalisierung ein ganz wichtiges Element ist für den landschaftlichen Raum und eine große Chance ist, weil heute in Arbeitsplätzen oft konzentrierter steht. Und ich meine, wenn wir fertig bringen, dass eben eine ganz Konnektivität entsteht am europäischen Raum, kann man fertig bringen, dass am Anfang geografisch Platz am Grunde wichtig ist. Das heißt, dass Leute, die oft vielleicht aus Italien nur müssen an Deutschland schaffen, weil sie in Italien keinen Arbeitsplatz von tun, oder auch lokal, die dann vielleicht von Perlen müssen an Stadt fahren, für können zu schaffen, werden vielleicht auch können in Zukunft daheim schaffen. Und ich meine, das ist etwas, was man muss befördern und erfordern, dass man eben fertig bringen, für eine Region aufzubauen, die transnational sind, und dass wir an der Europäischen Union wirklich eine fluide Konnektivität kreieren. Merci Loris. Lucy, du hast ja, also zu dem am 90 Jahren sind wir alle tot. Leider haben diese vier Fahren das auch gedurcht, und davon haben wir den ganzen Mist erlaubt, den wir wegmachen müssen. Also nicht nur um sich denken, aber auch um die zukünftigen Generationen. Das, was wir verbockt haben für euch, macht ihr nicht selbstverständlich Fehler wie wir gemacht und lehrt manchmal davon. Ali, die hatte ich für nächstes gemeldet. Ja, wenn ich von Juren da von ländlichem Raum schwätzt, stellt ihr fest, dass ganz viele Länder von der Europäischen Union, dass du ein großes Landflucht hast. Das leider so entsteht gehen. Wie war das so? Man ja erstens will Land nicht genug Schulugebot ass. Muss also dafür gesucht gehen,
da sind auch die Berufe im Land kalieren, die ihn an der Stadt kalieren. Muss also eine Dezentralisierung kommen. Es sind nicht genug Wohnungen da. Müssen also auch bezahlbare Wohnungen für die jungen Leute im Land geschaffen gehen, nicht, dass sie gezwungen sind, an einen Staat wohnen zu gehen. Und sowas natürlich mit vielen Sachen, wann gesagt wird, sie kein Suen da. Ich stelle fest, wir haben auch immer kein Zuglinien, zum Beispiel von Ettelbrück auf Echternach. Die Regierung die hat aber so für ihre Militärflieger zu kaufen. War das da mehr wichtig für das Land? Man natürlich ein Zuglinie ist mehr wichtig wie Militärflieger. Und so können die natürlich auf viele Bereiche hingehen. Ich kenne nur einen kleinen Witz, aber war das Sicherheit im Land ist auch wichtig, aber besonders für die High Gegend ist Sicherheit wichtig, weil nicht weit von der High Wäschlein amerikanische Atombomben. An en do géint manifestéiere wët, kennt den 13. Juli kann op Bichel kommen, wo d Kommunistische Partei vun Deutschland an d Kommunistische Partei vu Lützeburg den Atomwaffenstützpunkt blockéiere werd. Och Sicherheet ass wichtech fir d Land an Umland. Merci Ali. Jesse. Ja, ich wollte doch noch etwas anderes so schwarz was wichtig ist am ländlichen Raum. Ich meine, schon doch selber heute gemerkt, wo ich vor halb Schengen komme, den öffentlichen Transport als neu ausbaufähig. Ich meine, wir können nicht, kann nicht sein, dass den öffentlichen Raum Mann gut angebunden ist, den öffentlichen Transport wie in der Stadt. Wir müssen aber auch dafür sorgen, natürlich, dass Schulen sind, dass Lyceen sind, dass sie auch gute Ausbildung kriegen an den ruralen Gegenden. Und aber auch, dass man medizinische Versorgung nicht zu kurz können. Ich meine, am Osten gibt es keine einzige Maison Medicale, das ist ein Fehler. Das muss man ausbauen und da muss man auch investieren. Auch EU-Gelder können da mobilisiert gehen. Es können auch am Terrorismus können LEADER-Projekte zum Beispiel unterstützt gehen. Und das sind europäische Projekte, die auch laufen an der Moselgegend. Und da kann die EU ganz viel machen. Und voilà. Merci Jesse. Tassi, du hast für das nächste Mal an dann hast du Gary. Ja, für eine kurze Sache, also ich ging dem Herrn Ruckert recht, etwas verstehe ich just nicht so, also ich denke kaum, dass aus dem ländlichen Raum Leute an die Stadt von der Giver, weil mir Kaste günstig ist, schulden und dass es an der Stadt aber mir teuer ist, wenn ihr zum Beispiel Straße guckt. Digitalisierung, das ist wichtig an unserem Zeitalter. Ich denke aber, dass auch mehr auf Sozialkompetenzen muss gebaut gehen und nicht nur auf Digitalisierung. Wir müssen zum Beispiel doch gucken, dass Leute können zum Beispiel am Erasmus mehr teilholen, dass das mehr gefördert wird, dass es wichtig ist, auch an das Ausland zu gehen, an andere europäische Staaten zu gehen, für zu sehen, was Probleme europäisch sind, aber auch weltweit, dass ich auch außerhalb von europäischen Grenzen kann Stage machen und noch Erfahrungen kann sammeln. Merci Tassi. Lo wollte mal atmet nach dir Info. Super. Dat huet am méi am Internet zu Dinner so méi wéich die Dir zu Artikel 13 Dir dich freuen. Merci alles. Wir kommen direkt auf die Frage zu schwätzen. Wir haben nur noch Zeit. Wir bleiben nur noch bei diesem Thema. Also in 2-3 Minuten haben wir schon mal noch Zeit. Du hast auch froh, normalerweise schaltet 11:40 Uhr, oder? Wen, an die hat noch eine Stunde Pause, gut mal gesagt. Wen hat Lust, für zum Beispiel nach 10 Minuten Milan zu diskutieren? Wie sieht das, wäre das schwierig? Anscheinend wird der Mann gedrängelt an der Mensa auch. Also es hat ein Vierdeel. Also das ist froh. Wir stimmen nur einfach auf. Eine simple Majorität. Wir stimmen einfach auf, ob wir bis 11:50 Uhr können weitermachen oder ob wir soll um 11:40 Uhr abhalten. Wen ist für 11:50 Uhr? Wen ist für 11:40 Uhr? Wie ist das Resultat? Ich meine, 11:40 Uhr war liegt an der Majorität. Aber das ist ganz okay. Wir machen nach 4 Runden. Für die, die wollen bleiben, die können ja einfach nur 4 kommen und mit den Kandidatinnen und den Kandidaten noch einen kleinen Tête-à-Tête machen, wie ihr seht. Wir machen das Thema noch fertig, genau, und dann kommen wir auch noch kurz auf den Artikel 13 zu schwätzen. Wir von Mike, ob nach vorgekommen sind, über das Slido. Es wird alles ganz sportlich sein. Gary.
Ja, ich wollte ob dat ländliche Raum nach Ragoen in der Tat muss den öffentlichen Transport ausgebaut gehen, gerade von vom ländlichen Raum schwätzt, dann dürft dat nicht so lang dauere wie dat immer gesot gött bei der Bund, weil Busser die können aber bisschen wie schnell bestalt gehen, organisiert gehen, an Schmengen do ass noch ganz viel zu machen zu Lützeburg. Mir war ganz wichtig ist, also Internet an Digitalisierung, den Konnexion die ist wichtig auch ja mir ganz wichtig ist auch Raum zu schaffen, wo Leute sich können treffen, an das auch do, wo die Sozialkompetenzen sich können entwickeln, die ugeschwert gesinn. An dat fehlt eben noch, weil auch können einfach Kollegen treffen, an du muss noch am ländlichen Raum eng Attraktionspunkten hun, wo Junge auch ohne Edukateuren zum Deel auch Mathedukateuren, da sind ja Jugendhäuser mir auch ohne können sich zu Summe Sätze Sachen organisieren, an dat nicht so viel kompliziert. Das wat die Digitalisierung geht, dat wat Loris gesucht, ich fand dat zum Deel besser gefeierlich, dat gesinn auch schon an der ganzen Welt. Et gehen Leute, die über Internet Arbeitschte machen, die Ballneistoffe verdienen, die Sozialkilometer aufgesichert sind, an wofür allen die multinationalen Konzerne davon profitieren oder sos Betriebe will einfach über Internet eng Arbeit bietet, an der möchte ich den se krit 30 Cent pro Käsenticket, den es seiert. Das ist keine Karikatur, das ist Realität am Moment, das geht schon. Oder auch Traditionen, die so gehandhabt. Voilà, an Schmengen da sind du auch dann isoliert allein daheim eng Arbeit möchte an keinem soziale Gefüge mehr an relativ du habe ich das nicht eng Arbeit die möchte, du habe ich das auch einen Platz, mit der sich identifiziert, wo ihr Leute trifft, wo in zur Summe noch etwas kreiert an ich denke da das einfach wichtig Stadt nicht abzugehen. Natürlich nicht, dass in verschiedene Fälle kann so ja ich meine lo einen Tag schaffen ich daheim an der Rest gehen ich an Stadt schaffen oder möchte Coworking Platz in Zwoisch da wünsche kein Problem mir zu so an Italien de wohnt an enger ruraler Gegend an der Schaffte fir zu Bresel, weil dort Lohnkächte viel mit daier sind, dat gebe ich aber ganz gefeierlich von. Merci Gary. Elisha, as okay, wenn wir schon und den Artikel 13 kommen? Oder wolltest du noch ganz kurz zu diesem Thema ja, weil ich wollte nach, nach 3 Minuten ja. An sind nach pur brennend froh noch nee, ich kann doch schnell zu okay, super. Einfach weil wir drunter einfach erwähnt okay, wie kennen wir die aus meinem Mikro ja okay die alles als finanzieren also ich meine einerweise wir haben schon CO2-Steuer gespart zum Beispiel an der Schweiz gibt schon so eine Steuer aber wie die doch passiert als dat Leute die 81 € op Tonnen CO2 müssen abbezahlen und da kennen sie dann aber zum Schluss vom Jahr zurück wie das sozial gerecht das weiß mehr ein Teil davon geht dann aber an die Infrastruktur von verschiedenen Projekten und das können noch Häuser machen natürlich dass sie so ein CO2-Steuer hoch ist auf der einen Seite aber da nur die Zonen die da rauskommen also Projekte um ländliche Land gehen für das Mobilität ausbaut für das zu gucken okay wer eine Sache können wir um ländliche Raum entwickeln für das du etwas könnt und du dann noch kurz gut zu schließen als EU sind wir ja also sind wir die größte Macht auf der Welt und da können Leute so okay ja mir war das von als Entreprise sich so hoch sondern müssen anhalten an die verbauen die man das nicht da soll man einfach hey wann die bei Marché willst dann muss er gewisse Standarden respektieren sie das ökologisch Standarden mir auch sozial Standarden aber mit denen suchen können dann so eine Mobilität fördern können einer Sozialprojekte fördern und können doch wirklich gucken okay Standarden an Blut zu treiben. Merci Elisha für das Ideen. Wir wollen direkt etwas zu Artikel 13 suchen, ganz kurz. Chassifitächt an der Loris. Wann nicht geht so kurz wie möglich, weil wir wollen nach 2, 3 Statements ja. Auch. Bei dem Artikeln also ich am Punkt darum gegangen, dass die Kultur schaffen, dass sie für das, was sie schaffen, ja entlohnt gehen, was ja auch nicht mehr fair ist. Mehr mit der Upload-Filter ist ja dann, dass überhaupt mir auch all davon stark betroffen sind an angeschränkt gehen und da hatte mir als Jugendparteien hatte mir die Initiative geholt, dass mir als Lützeburg Europadeputiert abgefordert tun dagegen zu stimmen gegen den Artikel 1113 und das ist auch geschieht und ich meine du gesagt ja noch, dass mir auch als Junker können abs bewegen, was wir wollen und ja als gering also von den geringen ist die dass man nicht ein King Upload Filter machen kein Artikel 1113 mehr Kulturbeitrag für solche stellen, dass die Leute die aber als die Lieder herstellen die oder so, dass die aber fair entlohnt gehen für Herr Arbeit. Merci Jessie. Loris? Ja, also am Anfang die Gringern an die Jungringern Hotels waren dort der selbster Lin just mengglisch Lowatz vielleicht die Kompensationen der betrifft sie mir vielleicht nicht der Meinung weil kompliziert dass wir dann oft die Schatze weh Künstler so wie viel dann aufkrähen das unterstützen wir nicht wirklich weil ich habe noch vollzu aus der dann Funk
bei den Artikel 13 kann ihn so wie am Moment das wie Technologie, die man überhaupt besitzen an die existiert, können wir dann nicht umsetzen, ohne die Meinungsfreiheit anzuschränken. Wir sind aber nicht komplett dagegen, dass eben selbst angesagt wird, wenn man Technologie haben, die ermöglicht, für die Leute, die etwas kreiert tun, geschützt gehen, und aber auf der anderen Seite die Leute, die im Internet unterwegs sind, dass die hier frei sind, können frei ausleben. Die Balance muss von gehen, heute Technologie nicht für das zu machen, aber in Zukunft wird das vielleicht der Fall sein. Just eben dank der Direktiv, wie man heute tun, wird amerikanische Unternehmen werden die Filtern kreieren, an den europäische Plattformen verkaufen, und davon dann eben die europäischen Plattformen werden einen komparativen Desavantagen um Marché am anderen kompetitiv sein. Merci Loris. Heute verdefinierst du ein Redfroh zu dem Thema direkt. Sind ja froh und darüber beantwortet gehen. Ich meine, den Ali wollte auch noch kurz absurden. Ja. Ich wollte sagen, dass nicht an erster Linie eine Frage von der Technologie, mit das eine Frage vom politischen und vom ökonomischen Willen für so etwas zu machen. Ich gebe erst ein Beispiel. Als kommunistische Partei wollte mehr für 2 Wochen auf Facebook einen ganz kleinen Film schalten von 20 Sekunden, als du also für ein paar Euro abkaufen, du man einfach mitgedeelt kriegt, das wäre nicht möglich. Das für was haben wir nicht gesagt, dass es möglich war. Auf alle Fall darf also Film nicht kommen, so gesagt in der Worte, wie über dem Niveau dann die Meinungsfreiheit aber angeengt. Wir haben Regeln angehalten, wir gehen trotzdem nicht gewiesen. Macht den welchen Regeln das ziehen? Ich wollte am Anfang aber zu reagieren. Okay, dann muss man für dich das Thema aufschließen. Lucy wird nach ganz sehr dazu erzählen. Zum Artikel 13 so aufgesehen davon, dass man dagegen sind, sollte man Möglichkeit mit anderen Piratenparteien aus anderen Ländern am EU-Parlament etwas machen, probieren wir auf alle Fälle, dass dann überarbeitet geht. Genauso wie Artikel 11 und 12 auch, weil die sind auch nicht gerade das Beste. Das ist aber auch ein gutes Beispiel für Mangel und Transparenz an der Europäischen Union, weil immer eigentlich rauskennt, was sie für haben oder was aufgestimmt wird, wann es schon praktisch entschieden ist. Dafür muss man gucken, für den Informationsfluss von Brüssel zu der Wirtschaft sich verbessert. Das ist mir einfach als und konkrete Themen umzukommen, vorauslesen zu können, mit Zeit reagieren zu können. Merci Lucy. Als Zeit lebt wirklich, wir haben leider just nach 7-8 Minuten. Es sind nach brennend frohen, auch mehr allgemein frohen um Slido, die kennt ihr von der Welt, an ihrem Schlussstatement, die mit abbannen. Wir hatten aufgestimmt, aber wir wollen Pratzen um 11:40 Uhr. Ein von denen frohen ist eben, wer sind diese Prioritäten? 24 Leute, wann Millionen Euro für ein Denkmal gesammelt gehen, obwohl ihnen das Geld auch eventuell für mich wichtige Sachen gebrauchen. Wen hat gern für dich ein Schlusswort? Wir müssen das ja ein bisschen in einer Minute bleiben. Orientiere dich, wann steht 1:30 Sekunden, weil sonst geht es zu eng. Wen ist ganz sportlich und will den nächsten sind Ali? Du gehst ja Notre Dame de Paris geschwärzt. Du hast doch noch so, die reich Leute, die du so spenden, die können da doch noch von den Steuern aufsetzen. Das ist auch ein Teil von unserem System. Und dafür so mehr als Kommunisten, change the system. Alles das muss geändert gehen. Das ist nicht nur am Interesse von den Reichen, auch von den großen Banken und von den Konzernen. Merci Ali. Ein Applaus für Ali. Julia. Donc, je pense que donc, pour répondre à la question des priorités, c'est maintenant, il faut se concentrer sur comment est-ce qu'on fait en sorte que l'Europe reste plus inclusive, tienne en compte les priorités, c'est-à-dire une croissance qui doit quand même être harmonisée dans tous les pays de l'Union européenne. Parce que, comme j'ai dit avant, on est vraiment, que ce soit rural, ville, pays plus développés et moins développés, digital, pas digital, il y a différentes vitesses en Europe et ça va créer des problèmes énormes pour toute l'Union européenne. Donc oui, effectivement, il y a différentes questions sur l'argent pour des monuments, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment plutôt se baser sur les problèmes structurels dans les institutions européennes, comment donner plus de pouvoir aux institutions comme le Parlement européen qui justement a suffrage direct des élus, comment est-ce qu'on fait en sorte à penser aux jeunes justement, inclure plus les jeunes, quelles sont nos priorités dans une croissance qui doit être dynamique,
Comment est-ce qu'on fait régler aussi les questions climatiques ensemble avec tous les partis, pas seulement en tant que consommateur ou entreprise ou gouvernement? Comment on fait en sorte justement aussi à faire en sorte qu'on diminue la corruption, l'homophobie, la discrimination? Il y a tellement de questions qu'il faut résoudre, et se poser sur des petites problématiques comme des monuments, c'est important, mais il faut vraiment aller au problème de structure. Merci Julia. Martine. Ich wollte dann noch auf die Frage, wie viel Einfluss überhaupt 6 Deputäte können haben, weil die können enorm viel Einfluss haben. Geht nämlich darum, dass die Deputäten der Kommissionen aktiv sind, und dafür müssen wir 6 Leute auf Brüssel und auf Straßburg schicken, die genau in den Bereichen, wo doch wichtig ist, dass man da sitzen haben, Kompetenzen haben und sich da können ansetzen, für auch so Platz für Lützburg an der Europäischen Union zu sichern, also auch können zu gucken, was für Lützeburg auch gut wäre, wo die Europäische Union gefiguren. Und sonst meine ich, für 4 Punkte nur geschwart, die wir brauchen an der Europäischen Union. Und ich hoffe, wir konnten noch ein bisschen Lust auf Politik wahr machen, aber nicht kann ja nur bei uns kommen. Merci Martin. Gary, dein Pitch an 30 Sekunden. Ja, dat gëtt lo schwierig. Also das fir Ruf Croissance geschwert gin. Ich wollte einfach darüber aufmerksam an den Unterschied zwischen denen, die soen sie wollen sich für Soziales oder für Umwelt ersetzen, an die aber da soen wie de Loris. Für dich muss ich mal gucken, was ökonomisch machbar ist. Ökonomisch machbar, dat ich lesen de Marché andere machen, lesen die wollen hier ein Business eben dummer da machen, wie zum Beispiel bei der Bund beim Zug. Den Zug, den as immer méi aufgebaut gehen, immer méi liberalisiert gehen. Dafür fuhren an die rurale Gegenden, zum Beispiel auf Frankreich und an Deutschland, nämlich die Konnexionen, nämlich die Zisch. Aber parallel sind Autobahnen durch ganz Europa gebaut gehen. Da waren zu und da waren die Investimenten da ist es ganz schnell gegangen. Alles das, was mis gemacht wird, wie Martin nicht richtig gesagt hat, das ist schon lange bei den Autobahnen gemacht gehen. Für was? Weil Kamion, Böllech, Stecker von hin, von da auf da feiern, an einem Platz, auf einem Platz Altstecker produziert gehen sie auf 5 verschiedene Plätzen produziert, sie gehen mit Kamion hin und her gefeuert, und dafür haben wir unter anderem ganz viel CO2-Ausstoß durch Kamion. Und das war einfach ein Unterschied zwischen Parteien, die mehr an der Mitte sind, Liberalparteien oder sozialdemokratische Parteien, und noch zum Teil eine Geringpartei, wo auch zum Teil so Sachen matt möchte, aber viel Männer. Wir müssen schon zum Schluss kommen. Ja. Ein Satz. Und eben, das wollte ich wirklich noch klarstellen, ein Donnerstag als nicht der Klimanotstand ausgerufen gehen, das ein Wortspiel, wo du gemacht hast, dass das Wort Urgence klimatique als irgendwo benutzt bin, aber das nicht die Chamber hat eine Resolution vorgelöscht kriegt, für den Klimanotstand zu unzuerkennen. Und das hat die Majorität nicht geholt, die PLSAP, die Grünen wollten das nicht. Die haben die Regierung invitiert, für eine ganze Reihe Sachen zu machen, die nicht schlecht durch sich sind, aber das eben nicht das, was an der Urgence nötig wäre. Merci Gary. Tassi. Für kurz auf froh zu kommen, wie Zukunft für Bauern ist gesagt relativ schlecht, was sich nicht ändert, auch auf europäischem Niveau. Wir brauchen mal ein paar Bayerkrom im jüngeren Moment eine Bürokratie, das muss geändert gehen. Ein anderes macht das System für Subventionen zu kreieren, aber wir müssen andere Parteien, die immer gegen Bauern trippeln, mal ein klar machen, was das überhaupt bedeutet Landwirtschaft für sie und ob sie sich bewusst sind, dass auch sie als Produkt konsumieren. Vielmals merci Tassi. Und merci auch, dass du dich super und Zeit gehalten hast. Der Telefimens. Lucy. Ja, also zu dem Fraud, wo so viele Millionen für ein Denkmal, wie ich dazu stehe, ich fand das immens traurig. Effektiv, dass Prioritäten auf Falschplätzen gesagt gehen. Ich fand das auch immens traurig, dass am 21. Jahrhundert immer noch für Gerechtigkeit zwischen Geschlechter gekämpft gehen muss, dass für Umweltschutz immer noch gekämpft gehen muss. Das hat müsste schon längst alles geleistet gehen an. Das ist beschämend einfach für die Generationen, wo ich auch schon dazu gehören. Also merci Lucy. Kita Eis nach 2 Minuten nur der Schall, just 2 Minuten, für das wir Thron können fertig machen. Das wäre super. Als nächstes ist es Jessie oder Elisha? Nee, Loris. Ja. Ich will als Schlusswort sagen, dass heißt ganz viel geschwagt gehen. Aber muss auch festgehalten gehen, was am Anfang europäische Kompetenzen sind, aber nicht europäische Kompetenzen sind. Wenn ein Zugstreck soll zu Lützeburg gebaut gehen, just Lützeburg soll desserviert gehen,
dat ass kein europäesch Kompetenz, was soll eng Maison medikal an den Oste vu Lützeburg gesagt gin, ass kein europäesch Kompetenz. Das heißt, wenn man über die Europäische Union schwatzen, dann muss man über die Europäische Union Sujet schwatzen, die wo auch die Europäische Union etwas kann machen, aber wo ein Europadeputat nicht kann abbringen. Ich meine, das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Aber ich will noch kurz kurz anfangen, weil die Jung Lenk, aber die Jung Lenk oder die Lenk, egal. Schmengen der keng von hinnen die Parteien an Europa fertigspricht für Eschnapse der gente Klimawandel haut zu machen. Wann ihr guckt, sind viele Liberalparteien noch schon 7 Jahren aktiv gewircht, für eben die echt Schritt zu machen Richtung eng vielleicht mehr raisonable Konsumation von den Ressourcen an wie man können CO2-Emissionen ein bisschen. Merci Loris. Jessie? Ich wollte noch ganz schnell kurz für Sache sagen, mit der Urgenzklimatik, die gestimmt gehen an der Chambre en Donnerchten an der Regierung, das viel wandern die Motion, die gestimmt gehen, das geht viel weit wie die für Drohner gerecht gouf. Wann ich nicht decouragiere von dem ganzen Geschwatzei informéier der geht um Internet von der super viel Informationen op den Internet von der Segedal, mir aber auch die können auch beim Jugendparlament engagieren. Wir waren heute pur warm am Jugendparlament, da könnt ihr erst wirklich Meinungen bilden, wann auf verschiedenen Themen nach kein stark Meinung hat, geht hin Bilder Meinung an informéier derch. Merci Jessie. Zu guter Letzt nach den Elisha an ich meine, da will Madame Senna auch nach ganz kurz Eisapes Martelen. Elisha, voilà. Meier Schluss über das viel geschwar gehen an schmengen auch muss ich nur gucken wen du nur an Europaparlament kennt das wirklich wichtig wen von wen 6 Deputäten hört oder wen von den anderen Deputäten aus weil muss ich gucken okay Partei tatsächlich gesagt okay das heute kann ich machen wenn du einfach gesagt okay nee das ein Problem und muss es geschieht gehen aber war kein konkret Proposen du Tisch die wählen können oder wann der eingewählt könnt gehen guckt einfach nehmen erst informieren guckt einfach da okay die heute wollen ab es Europen weil auch was Klimaurgenz umgeht am Europäische Parlament gehen so doch ganz ehrlich sind die Grünen ganz oben da kommen Gauche da kommen wir als Sozialisten und Demokraten da könnt ALDE und da könnt DPP und du musst gucken weil an die Europadeputierten die sitzen auf verschiedenen Gruppen politische Gruppen an die politische Gruppe bestimmen ganz viel ja. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich will ihr herzlich merci sagen, dass das so gut nur gelauscht hat. Wart nach einer Sekunde, da könnt ihr gleich an Pause gehen und auch ganz gleich Mittag essen. Ich hoffe, ihr holt ihr ein paar gute Ideen heimat. Was wichtig ist, denke ich, und das ist die Message, die alle Parteien hier will gehen, informiert dich, wählt. Mat das Erstem Henno zielt an das wichtig, dass der Wille geht Henno an wat dat allerwichtig das, wann dir Ermenung sot, dann könnt ihr auch Henno net meckern, dass net gefrot gesit. Kannst du gerade noch sitzen bleiben, wann schläft? Merci. So. Vielmals merci an alle Guten als Gäste, die hier waren. Vielmals merci an all die organisiert haben. Und merci auch denen, die an der Technik geholfen haben, dem Herr Grever und dem Herr Sommer. Voilà. Vielmals merci. Und für als Gast ist schon ein Buch für ihr, das vom Schengen-Lycée könnt ihr holen. Merci.